Bergung von Munition in der Ostsee. Minen, Torpedos, Granaten, all das liegt auf dem Grund. Pilotprojekt zum Munition vom Zweiten Weltkrieg herausfischen. Sie wurde gesammelt und nach dem Krieg durch die Alliierten hier versenkt, weil sie das Zeug loswerden wollten. Sie hatten keine Lust, dass irgendwelche Faschisten, die es noch gab, mit dieser Munition nach dem Krieg Unfug anstellen. Dass die Munition in die Luft geht, ist relativ unwahrscheinlich, aber durch den natürlichen Abbau kommen krebserregende Gifte ins Meer. Auf der Spezialplattform Baltic Lift macht sich der Dirk schön parat. Aber in ein Mikado aus Bomben, Granaten und Minen. 7 Kilometer von Boltenhagen liegt etwa 900 Tonnen alte Munition. In ständigem Funkkontakt mit dem Einsatzleiter auf der Plattform zieht er in 22 Meter Tiefe Einzelteile aus dem verklumpten Haufen. Dabei kann er sich viel nur auf seinen Tastsinn verlassen. Ja, also heute war schon sehr gut, leichte Strömung. Somit hat man dann, wenn man ein paar Sekunden wartet oder eine halbe Minute wartet, auch mal ein bisschen Sicht. Eine Granate, die eine normale Zylinderform hat, hat da unten auf einmal, sieht aus wie eine Kugel oder sonst was, weil es so viele Anhaftungen sind. Weil es ist alles zusammengewachsen über die letzten 80 Jahre. Ne? Die Taucher arbeiten 24/7, weil die Zeit ist knapp. Die Sprengstoffreste sind inzwischen auch in Fisch und Muscheln nachgewiesen worden. Und das Aufräumen wird dauern. Experten und Expertinnen gehen davon aus, dass allein in der Ostsee 300'000 Tonnen Munition liegen.